Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Film läuft. Ich schon mal einen neuen Film angeguckt, den auf Disney Plus läuft. Und zwar der Film Amsterdam, den mit einem ziemlich krassen Cast abtaucht. Ja, da gucken wir mal, wie der Film so war. Okay, also ich meine, der Film Amsterdam als hier am Land ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Ich weiß nicht, ob den überhaupt hier im Kino gelaufen ist. Mir ist es nicht so aufgefallen. Falls an einem Kino gelaufen ist, auf jeden Fall waren nicht ganz präsent. Wir haben ihn aber auf Disney Plus, da kann ihn sich stehen und gucken. Ja, das ist ein Film von David O. Russell. Den dürft vielleicht dem einen oder dem anderen vielleicht schon ein Begriff sein. Und zwar kennen wir den schon aus American Hustle oder Silver Linings oder auch, dem mir auch ganz gut gefallen hat, The Fighter. Du hast ja schon mal ein paar gut Filme rausgebracht und du hast in Amsterdam rausgebracht, den mit einem ziemlich krassen Cast abtaucht. Also ich werde hier gleich ein bisschen auflesen, weil die sind, also ich kann mir die Ball nicht alle gut merken. So, erster Platz zum Beispiel von Christian Bale, schafft zumindest immer ziemlich gerne mit Christian Bale, wie es schenkt. Den also hier in der Hauptrolle, ja, gewinnt gut, gewinnt speziell, haben doch immer irgendwie so gefühlt Tendenz hin, ein bisschen zu verunstalten. Also so wie als Batman, dem musst du stung an den Muskelprotz war, und durchtrainiert war, und fit war, so wollen dann irgendwie bei The Fighter wird noch schon so schlimm ausgesehen, wollen nicht mehr irgendwie das Interesse Menschen Christian Bale ein bisschen zu verunstalten. Aber das weiß aber auch, dass Christian Bale immens vielseitig ist. Und das wissen wir auch schon von ihm. Das ist ja nicht die erste, dass wir die gesehen haben. So, dann haben wir hier noch Margot Robbie, den John David Washington, dann haben wir Anya Taylor-Joy, was an der letzten Jahr auch immens oft zu gesehen ist auf der Leinwand. Dann haben wir den Chris Rock, den ja auf der Oscar-Verleihung mit ein bisschen andere Sachen Schlagzeile gemacht hat. Dann haben wir noch den Mike Myers, Taylor Swift spielt nach Matt, den Rami Malek und den Robert De Niro. Für da mal denken ich mal, die ganz großen Nimlo vielleicht zu nennen. Also der Cast ist wirklich unfassbar. Und Zoe Saldana, das hatte ich auch noch mal vergessen, spielt auch mal. Also das heißt, wir kommen halt von Szene zu Szene und immer könnt den nächsten hochkarätischen Schauspieler an Bildern denken, wer soll da lo nachkommen? Was für ein riesiger Schauspieler könnt da lo gleich nach? Das ist auch das, wohin sie seht, ja, wir kriegen den das dann hin, so viel Hochkaräter zusammen auf eine Leinwand zu bringen, und dann hört jeder in seinen Screentime und da funktioniert das. Schwierig. Mal mehr, mal Männer gut, ging ich so. Zur Geschichte kann ich so, ich weiß nicht, ob ich die genauso, also was ich so erzählen kann, weil sie dann einfach recht komplex geht, ging ich so. Also das ist ganz bizarr. Also wir haben auch keinen so richtig rote Faden an dem Ganzen. Der ganze Film spielt so von Szene zu Szene zu Szene. Verschiedene Sachen sind mal mehr wichtig, mal Männer wichtig. Das Ganze verliert dann so ein bisschen Bedeutung. Das heißt, verliert die relativ starke Faden an dem Ganzen. Nicht weiß ich nicht, was der Film gerne von einem hat. Und dann zum Schluss geht das Ganze dann aber auch ein bisschen höher beigezogen. Und dann denke ich, für so eine lange Hirledung dann hat nur so ein Schluss bizarr. Also ich weiß, was der gute Mann heute wollte machen, aber das ist komisch umgesagt gehen. Du wäre vielleicht den ein oder den anderen Schauspieler Mann, den Mann Screentime gebraucht hat, vielleicht besser gewesen. Weil verschiedene Sachen sind dann einfach belanglos und überfordern dann auch immer. Es sind eigentlich auch ein Fan davon, Welten geschafft gehen, einfach als Dialoger, die nur nicht ganz wichtig sind. Mir tut den immer so das Gefühl, ist das nur wichtig, ist das nicht wichtig, was passiert hier gerade? Und dann irgendwann ist der Film auch fertig. Das klingt doch alles extrem negativ, trotzdem hatte ich die ganze Zeit, wo ich geguckt habe, war ich die ganze Zeit in der Halle. Vielleicht auch ein bisschen überfordert, ich weiß es nicht. Die Zeit ist relativ sehr dann aber vergangen, wo in den Film geguckt hat. Weil die für alle muss so, hat der Film ein immens geil Optik, wird ein immens schön Bild, ein immens schön Farbe zusammenspiel. Das passt alles mega schön bei ihnen und das ist alles schön anzugucken. Das kann ich definitiv so. Dann hat der Film noch ein Problem. Und zwar wollen teilweise eine Impression eine Komödie gehen, andererseits wollen dann aber immens seriös gehen.
an kein von den zwei Sachen kriegt der Film richtig hin. Das heißt, da war eine Menge will witzig sehen, als nicht wirklich, und da war so dramatisch gehen, das aber auch nicht wirklich. Also auch du, ja, bist ein Manko. Ich meine, heißt es einfach zu viel geholt gehen, du hast zu groß abgetrumpft gehen. Und das hat ihn ein bisschen hinten raufschrauben. Bon, du von der aufgesehen, wann da Disney Plus hat, assen aber kann ihn sich den aber gucken. Das aber ein erhaltsamer Film, den aber nicht auf ganz hohem Niveau spielt. Auf jeden Fall nicht so wie nur zum Beispiel wie A Fighter war. Du könnt das ganz dann aber nicht ruhen. Bon, schon den Film lo ein bisschen mehr schlecht geschwärzt wie ich schon dann aber empfunden. Nee, wenn den Objektiv ist, dann wenn das Objektiv gucken will, dann ist das aber halt so. Okay, ich ging so und das war dann mit Amsterdam. Ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall noch ganz viel Spaß auf der Plattform Disney Plus.